Herzlich willkommen zu einem neuen Chrüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Letzte Woche habt ihr sicher bemerkt, gab es kein Chrüsimüsi. Und weshalb das so war, erfahrt ihr nach dem Intro. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Nachträglich möchte ich euch noch schöne Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit genießen mit Freunden und Familie und so weiter. Das ist ja immer etwas mehr wert als teure und tolle Geschenke. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ihr einige schöne Dinge gekriegt habt. Weshalb gab es jetzt nun kein Chrüsimüsi? Weil ich wollte euch eigentlich letztes Mal schon schöne Weihnachten wünschen. Leider kam es nicht dazu. Der Grund dafür war mein PC, also genauer gesagt mein Gaming-PC, mit dem schneide ich auch diese Videos. Da war vorher ein i7 7700K verbaut, also Prozessor. Der kam ziemlich an seine Grenzen, deswegen habe ich den geupgradet gegen einen AMD, einen Ryzen 3950X. Der hat nun 16 Kerne und 32 Threads. Da sollte jetzt schon einiges mehr gehen. Ich habe ja zum Beispiel das letzte Chrüsimüsi in 4K veröffentlicht, aber das war kein wirklich echtes 4K, weil da war mein Prozessor zu schwach. Das heißt, das Videomaterial, also von dieser Lumix, kam in 4K. Das habe ich in 4K aufgenommen. Habe es dann auf meinen PC importiert ins Schnittprogramm. Da musste ich das erstmal runterrendern, also respektive das Programm macht das selbst, damit ich das dann in 1080p, also Full HD, schneiden konnte. Danach wurde es dann wieder hochgerendert in 4K und so wurde es dann auch veröffentlicht, weil live in 4K schneiden war leider nicht wirklich flüssiges Arbeiten. Ich hoffe, das ändert sich jetzt, das werde ich dann sehen. Also nun, so wie es momentan aufnimmt, ist in der vollen Pracht, mehr geht nicht mit dieser Cam. Also das ist dann wirklich echtes 4K UHD in 25 Bildern pro Sekunde und da bin ich echt gespannt, wie das rauskommen wird. Wer Mitglied in meiner Facebook-Gruppe, den E-Pfeifenheinis ist, der wird es schon sehr wahrscheinlich mitgekriegt haben. Ich habe da was geteasert. Und zwar werde ich zu gegebener Zeit ein Gewinnspiel veranstalten. Da gibt es dann eine E-Pfeife zu gewinnen. Aber das Gewinnspiel ist an gewisse Bedingungen geknüpft und es findet auch noch nicht gerade jetzt statt, weil die erste Bedingung, damit das Gewinnspiel stattfinden wird, ist, dass ich 1000 Abonnenten auf YouTube haben will und aber auch gleichzeitig 1000 Follower auf Twitch. Deshalb liegt's an euch, wann dieses Gewinnspiel stattfinden wird. Also helft mir, den Kanal etwas zu pushen, empfehlt mich halt euren Freunden und so weiter. Abonniert selbst, wenn ihr das noch nicht getan habt. Geht, ganz wichtig, geht auf meinen Twitch-Kanal, lasst mir ein Follow da. Das ist alles kostenlos, auf YouTube wie auch auf Twitch. Mir ist halt wichtig, dass beide Kanäle etwas gepusht werden, weil auf Twitch finden ja die ganzen Livestreams statt und das ist sehr sehenswert, wie ich finde. Ich würde es schade finden, wenn der Twitch-Kanal dann einfach vernachlässigt wird, weil dann gibt's auch nicht mehr die Zusammenschnitte auf YouTube. Also der eine Kanal ist vom anderen abhängig. Finde ich eigentlich auch gut so. Wie könnt ihr dann mitmachen? Nun ja, es wird dann einen Livestream geben. Auf Twitch natürlich. Da wird die Pfeife dann live gebaut. Keine Ahnung, vielleicht gibt's dann auch 2 Livestreams, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls, die erste Bedingung ist, ihr müsst da mit dabei sein. Ihr müsst live in diesem Livestream anwesend sein und euch da auch bemerkbar machen. Ihr müsst mich auf YouTube abonniert haben und ein Follow auf Twitch gegeben haben.
Jetzt denken natürlich viele, ja cool, dann warte ich halt, bis das soweit ist, dann komme ich in den Chat rein, schreibe ein paar Dinge und sahne die Pfeife ab. Ja, das wird so wahrscheinlich nicht klappen, weil ich werde mir den Gewinner raussuchen und davon ist natürlich auch abhängig, zum Beispiel, ja, wie mir diese Person in der letzten Zeit aufgefallen ist. Das heißt für euch, wenn ihr wirklich ernsthaft diese Pfeife gewinnen möchtet, dann werdet jetzt aktiv, also ganz wichtig, folgt mir auf Twitch, abonniert mich auf YouTube, schreibt auf YouTube Kommentare, liked die Videos, macht euch bemerkbar und zwar eigentlich am besten von heute an. Seid auf Twitch dabei, wenn es geht, schreibt was in den Chat, macht euch bei mir einfach bemerkbar, supportet mich, dann steigt eure Chance auf diese Pfeife. Ich finde es halt eigentlich nur fair, wenn ich so mache. Ich habe mir auch überlegt, soll ich so eine random Auslosung machen, aber ich habe dann festgestellt, es gewinnen dann immer die Falschen. Die kommen dann auf meinen Kanal, machen eigentlich nichts weiter, schauen sich den Livestream an, gewinnen die Pfeife und sind dann wieder weg. Ich möchte schon, dass jemand, der mich eigentlich von Anfang an unterstützt, dass der auch die besten Chancen hat. Ich werde das wahrscheinlich auch in Zukunft so machen, damit halt die mich supporten, werde ich auch bevorzugen mit meinem Support. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Übrigens, die Link zu meinem Twitch-Kanal, zu der Facebook-Gruppe, ins Forum und so weiter ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Am besten tretet ihr überall bei. Dann wird ein neues Projekt kommen, ein Radioprojekt. Ich hatte ja schon mal vor einiger Zeit so ein Retro-Radio gebaut. Das heißt, ich habe ein altes Telefunken-Röhrenradio von, glaube ich, 1942 genommen, habe das zerlegt, habe dann Raspberry Pi eingebaut, ein Touchscreen-Display, neue Lautsprecher, Frequenzweichen, Verstärker, Netzteil, LED-Beleuchtung und so weiter. Habe das alles in dieses Gehäuse eingebaut. Habe mir auch die Halter mit dem 3D-Drucker selbst gezeichnet, selbst gedruckt. Und nun habe ich eigentlich so ein moderner Media Player mit einem alten Gehäuse und das sieht ziemlich cool aus. Wenn euch das Projekt interessiert, dann in der Videobeschreibung ist die Freestyle Heinis Gruppe verlinkt. Tretet der Gruppe bei, sucht da nach Radio, das sollte klappen. Dann findet ihr das Projekt und schaut euch das an, das ist wirklich cool. So ein Projekt werde ich nun ein zweites Mal machen. Ein guter Freund von mir, Ciao Enzo, hat sich so ein Radio gekauft, aber einen etwas größeren, aber das ist ja cool, weil da wollen wir dann vielleicht sogar einen Subwoofer einbauen, wenn es geht. Und da freue ich mich richtig drauf. Das Projekt werde ich auf YouTube veröffentlichen, in mehreren Teilen. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr das mit, wenn dieses Projekt online geht. Da freue ich mich richtig, richtig drauf. Jo, dann war's das schon wieder mit dieser Folge Chrüsi-Müsi. An dieser Stelle möchte ich mich fürs ganze letzte Jahr bedanken, für euren Support. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins 2020. Ich hoffe, dass alles in Erfüllung gehen wird, was ihr euch vorgenommen habt. Und dann wünsche ich euch noch eine tolle Zeit. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.